Willkommen zu meinem Kochvideo. Ich stelle Ihnen heute ein Risotto mit Salbei, Orangen und Steinpilzen vor. Kommen wir nun zu den Zutaten. Sie brauchen Schalotten, Butter, Öl, Risotto-Reis, getrocknete Steinpilze, etwas Suppenpulver oder einen Suppenwürfel, mindestens 2 Orangen, Salbei, Petersilie, ein Glas Orangensaft, Salz und Pfeffer, und zu guter Letzt ein Stück Parmesan. Als erstes müssen die Steinpilze mit heißem Wasser übergossen werden und müssen ca. eine halbe Stunde rasten. Danach schälen wir die Schalotten. Die Schalotten schneidet man in kleine Würfel. Nun schält man die Orangen und zerreißt ihre Schale in kleine Stücke. Das Fruchtfleisch kann für den Orangensaft verwendet werden. Bei der Petersilie zupft man zuerst die Blätter ab und schneidet sie dann in ganz kleine Stücke. Dasselbe machen Sie nun mit dem Salbei. Reiben Sie jetzt den Parmesan mit einer Reibe. Nun kommen wir zum Kochen. Als erstes fügen Sie etwas Butter hinzu. Dann noch das Olivenöl. Jetzt die Schalotten. Vermengen Sie dies und lassen Sie die Schalotten glasig werden. Sobald die Schalotten glasig sind, können Sie schon die Steinpilze hinzufügen. Zum Aufgießen des Risottos machen Sie Suppe. Dazu bringen Sie Wasser zum Kochen und fügen Ihr Gemüsepulver oder Ihren Suppenwürfel hinzu. Fügen Sie den Steinpilzen und den Schalotten nun den Reis hinzu. Leeren Sie den Reis dazu einfach in den Topf und vermengen dies. Zum Löschen geben Sie etwas Orangensaft hinzu. Fügen Sie nun die Suppe hinzu. Lassen Sie das Risotto nun bei mittlerer Hitze köcheln, bis der Reis weich geworden ist. Fügen Sie, falls Sie zu wenig Suppe haben, Wasser hinzu. Sobald der Reis weich ist, fügen Sie die Kräuter und die Orangenschalen hinzu. Gießen Sie das Ganze noch mit Orangensaft auf. Jetzt können Sie das Ganze noch salzen und pfeffern, je nach Belieben. Jetzt fügen Sie etwas Parmesan hinzu, um dem Ganzen eine cremige Konsistenz zu geben.
Und fertig ist das Risotto. Nun müssen Sie es nur noch anrichten. Guten Appetit!